Wieder ein Lied, was Angela Stowasser selber umgeschrieben hat. Es ist aus Südafrika, aber zwischendurch muss ich Ihnen mal mit der Tontechnik. Tschö, Mathieu. Ich dachte, du wärst weg. Du musst noch eine Stunde ziehen. Zwischendurch muss ich Ihnen mal kurz sagen. Diese Veranstaltung wird live übertragen. Sie sehen es da, mitten im Saal ist eine Kamera postiert. Ich hatte eben einen Anruf von RTL, wir haben höhere Einschaltquoten als Schwiegertochter gesucht. Da habe ich auch keine Kunst. So, Gregor Rotarius filmt heute für uns diese Veranstaltung. Lieber Gregor, ich bin dir sehr dankbar, dass du wieder hier hinkommen konntest, nachdem du im vergangenen Jahr leider nicht hier sein konntest, aber ich freue mich außerordentlich, dass du hier bist. Würde uns Zukunft kommen. Hell stinkt der Mond, ein Lied, was Angela Stowasser selber getextet hat. Die Melodie stammt wieder mal aus Südafrika. Viel Spaß. Guten Essen, nee, andere Frage. Ja. Lebt das Villa. Fröhliche Weihnachten von der Mann, dem Bab und unserem kleinen Mariechen. Aber wenn du das genau wissen willst, es ist noch ja nicht gewusst, ob wir Heiligabend überhaupt feiern können und ob wir nicht die ganze Weihnachtsaktivität in der letzten Sekunde noch verlängern müssen. Es ist nämlich so, und Skriptchen, das ist ein Mordsapparat und ganz viel schwer. Und jedes Jahr ist in eine höhere Brasse, bis wir das Ding von oben aus dem Keller bis in den 3. Stock hochgeschleppt. Und gestern haben wir den Salat gehabt. Wir waren mit allermann der Raff in der Keller, wo wir die Krippe auf einem Schränkchen mitten im ingemachten Stunden haben. Der Mann wohnt in die Erdputzkisserin und der Bab und der Koller. Damit sie überhaupt an die Krippe rankommen. Ich wohnt eine Stunde bliebe und hau ruck rufe, damit sie die Krippe auch schön gleichmäßig runterpassen konnten. Aber da ist der Bab und der Koller und jemand in den Rutsch gekommen. Und der Mann hat plötzlich
allein die Verantwortung für den ganzen Stall von Bethlehem mit all der Lück, der Schaf, der Os, der Essel und auch für die heiligen 3 Könige. Das war zu viel gemacht. Sie fiel mit dem ganzen Schlamassel hing jetzt quer in der Erdbeerskiste, hat das ganze Brett mit der Krippe schief im Nacken hängen und war gewaltig am Schenken. Jedenfalls mussten wir ganz schön brasseln, bis wir die Krippe all der Lüge, das ganze Viehzeug und der Mann will aus der Erdbeerskiste raushalten. Das Endproblem war, der Mann hat ein paar Strafen. Der Stall von Bethlehem, wo einer sich gebaut fertig wurde und der einzige Hirt, den wir hatten, ausgerechnet, der hatte Kopf. Daraufhin haben wir 3 Zentner Erdel zweimal durchgewürgt. Ja, wir gefunden haben wir nichts. Dann ging der Palaver los. Der Bab sagt, ein Kripp ohne Hirt, das geht ja nicht. Das will die Tradition. Und ein Hirt ohne Kopf beim Christkindchen, das ging ans Jahr nicht. Eine neue Hirt aber anzuschaffen ging auch nicht, weil die ganze Figur aus Siebswürden, uralt, und der Sowjetkönnte wirklich nirgendwo migrieren. Jetzt sagt man, es lebt dann wieder, wo man 2 Tage für Weihnachten, wenn man schon keine neue Hirte, vielleicht einen neuen Kopf für eine Hirte herkriegen soll. Kriegst du doch auch nicht, hätte Mama auch gesagt. Da sagt uns Mariechen, da machen wir abends einen Kripp mit nur Viehzeug, ohne Hirte. Da hätte er uns der Mann hören müssen. Das wäre aber wieder typisch für die Jugend von heute. Keine Ahnung von Ackerbau und Viehzucht. Ein Held ohne eine Hirt, das ging überhaupt nicht, weil das ganze Viehzeug doch dann direkt durchrühren könnte. Und ein Kripp, die mögen essen, sonst wäre eine Beleidigung für ein Christkindchen. Also, sagt der Bab, dann tun wir abends eine von der heiligen 3 Könige Köpfe. Nun der Kopf auf der Hirt setzen und Jon am 2.4. noch uns in der Keller und sögte noch uns in der Erdnutzkiste. Und wenn wir dann der Hirtekopf finden, duschen wir von der heiligen 3 Könige, der kommt wieder und die heiligen 3 Könige sind wieder komplett und jeder hätte richtig gekommen. Aber der Mann sagt dann, da klingt ja nur auch nicht, weil doch die Könige einen Kron um den Kopf hatte und eine Hirt mit einer Kron, das wäre unsozial. Warum beten wir Pap, das wäre ja nicht so schlimm. Man könnte ja mit dem Schmirgelpapierchen die Krone von dem Königsgott abschüren. Dann hätte der Hirt mit der Königsgott abends geplänt. Der Mann hätte aber trotzdem Bedenken gehabt. Und was passiert, wenn man in der Erdnutzkiste den Hirzinger richtige Kopf doch mit den Fingern? Denn wenn der König dann wieder seinen den Kopf wieder kriegt, dann hätte er keinen Kron mehr. Das war natürlich ein Problem, hätte der Bab gesagt. Dann hätte er uns Mariechen eine tolle Idee gehabt, man könnte dem König ja einen Kron aus Lametta zusammenfriemeln und auf der Plätekopf draufklappen. Genau das haben wir probiert. Da braucht er den unheimlich spingelige Arbeit und ein Team ja nicht. Denn ich jedes Mal, wenn bloß die Tür vom Zimmer aufging, ja, wird durchsucht und die Lametta-Kron ging Pflege. Weil der dusselige Abkleister, das Lametta-Zeug, auf dem blank geschülte Gipskopf eben für den festhalten wird. Das war der Moment, wo der Bab genug hat. Es gibt bei uns keine Heiligabend gefehlt, bis das Problem mit dem Kopf gelöst wird. Und so wie ich das kenne, kann das noch ein paar Jahre durch. Der Mann hat auch immer gesagt, dass der Bab für 2 linke Hände hat und für so pingelige Arbeit überhaupt nicht zu Buche kommt. Also warten wir uns ab, was noch kommt. Hier wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Weihnachten und eine schöne Gruß, wie der Pinker.
PS, gerade evans haben sie sich ja einig, dass ich der ganze Schlamassel schuld bin, weil ich zu früh hau gebrüllt habe. Ich könnte ein bisschen wütend werden. Betriebsrat, wofür hatte ich mich da umgesetzt? Da stand mein Beckmann, den ich hinterher essen wollte. Kann man Ihnen sagen, wo der ist? Wie folgt? Folgt. Der zeigt mir würde die Erinnerung und die andere sind folgt. Ja, du warst auch früher mal König, ne? Da haben sie dir den Pum abgeschnurrt. Dann denkt man, mein lieber Schnurri. Komm auf, wir müssen Brennchen, komm. Ja, ich bin jetzt nichts, ich bin am Beefen. Wegen der Beckmann ist fort. Oh ja. Wer hätt vom Dingen Teller, der Bäckermann stibitz. Oh, wei, wenn ich der kriege, den Windchen und den Mütz. Wer hätt vom Dingen Teller, der Bäckermann stibitz. Oh, wei, wenn ich den kriege, der Windchen und den Mütz. Oh, wei, wenn ich den kriege, der Windchen und den Mütz. Doch gestern Abend hat sie ihm den Ehemann versprochen, wir werden brav und ehrlich sind und dann bis unter Knochen. Wir machen Freud jetzt hinter Glas, da haben wir hier getroffen. Und wo der Glas am Buße muss, ja wenn geht's den Zoff. Wer kennt vom Mingen Teller, der Bäckermann stibitz. Oh, weil wenn ich der kriege, der Krönchen und der Mütz. Wer hätt vom Mingen Teller, der Bäckermann stibitz. Oh, weil wenn ich der kriege, der Krönchen und der Mütz. Oh, weil wenn ich der kriege, der Krönchen und der Mütz. Dem Bremer rieche auch mal an und hitzig Leben verstecke. Es wohl der leckere Bäckermann doch selbst noch gern vergründe. Wenn jeder ihn verordnet geht, wie in der Hedgewitz, dann morgen wird der Kräsch von ihm ein ganzer Stanglagprinz. Wer hätt vom Mingen Teller, der Bäckermann stibitz. Oh, weil wenn ich der kriege, der Krönchen und der Mütz. Wer hätt vom Mingen Teller, der Bäckermann stibitz. Oh, weil wenn ich der kriege, der Krönchen und der Mütz. Oh, weil wenn ich der kriege, der Krönchen und der Mütz. Die halbe Nacht, die Abend wach im Bett schielt Mariechen, mit Hemder über neue Tag, mit Wochen war zum Griechen, hat früher neue Stunden drum und wisst ihr, was es so? Der Bäckermann doch ohne Bock, wo plötzlich wieder da. Wer hätt vom Mingen Teller, der Bäckermann stibitz. Oh, weil wenn ich der kriege, der Krönchen und der Mütz. Wer hätt vom Mingen Teller, der Bäckermann stibitz. Oh, weil wenn ich der kriege, der Krönchen und der Mütz. Oh, weil wenn ich der kriege, der Krönchen und der Mütz. Ach so, ja, okay. Was falsch gelegt? Entschuldigung. Falsch gelegt. Und zwar singen Sie dann, ja, steht okay, sind die Lichter angezündet. Das ist das bekannteste Weihnachtslied, was die DDR damals hatte. War nicht alles schlecht, was die hatten, sagen ein sehr schönes Weihnachtslied. So, und das, das Lied ist wirklich schön. Nur daraufhin, den Text konnten wir nicht verwenden von Ihnen. Wir haben einen deutschen Text auflegen lassen, wieder mal von Angela Stowasser. Viel Spaß.
Wenn ich das anschaue, dann geht's auch. Hast recht. Ist gut. Wie rutschen? Wohin? Achso, gut. Da können wir gehen. Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt eine kleine Geschichte vom Herrn des Chores vorgetragen, die sich alljährlich in deutschen Haushalten so oder ähnlich abspielt. Erna! George, Erna, der Baumnadel. was ist? Das geht doch ja nicht, der Baum ist am Nadeln. Ja, weil ich dir doch sage, komm, Lorenz. Ach, Luan, du hast recht, der Baum ist am Nadeln. Ach, da wirst du bekloppt, was machen wir denn jetzt? Können die Fenster hier nicht immer ruhig sind? Macht die Musik gut her, der Baum ist am Norden. Oh, nur sagen, krass, ey, Papi. Ey, mach nur, der Baum ist am Nadeln. Ja, das sag ich doch die ganze Zeit. Jetzt mach ich doch nicht völlig verrückt. Ja, aber George, was machen wir denn jetzt? Das weiß ich doch auch nicht. Ich weiß nur, dass der Baum am Norden ist. Soll ich uns zum Schmitzer holen? Der hat doch Ahnung. Ja, mach. Hollen oder hollen nicht, aber mach irgendjemand. Ich weiß aber selber nicht, ich bin ja so etwas aufgeregt. Aber dann der Baum grad hüpft Norden muss. Herr Schmidt, Herr Schmidt. Ja, bitte? Was ist denn los, Frau Breitinger? Sie, Herr Schmidt, entschuldigen Sie die Störung, aber unsere Baum ist am Nadeln. Was sagen Sie da? Ihr Baum nagelt. Aber das ist doch nicht möglich, Frau Breitinger. Um Gottes Willen. Ja, das sage ich doch auch, der ist nämlich am Nadeln. Ich bin in unsere Acht kommen und durch der Baum ins Andoren. Ja, ja, natürlich. Sofort. Kommt man mit 100 Kindern. Bei Breitinger nagelt der Baum. Ja, Norbert, Herr Schmidt, jetzt nur sich das an, wie der Baum am Norden ist. Ja, ja, ich habe schon gehört. Das ist ja unglaublich. Kinder, nun schaut doch mal, wie der Baum nagelt. Herein! Na, Frau Breitinger, ich habe gerade im Treppenhaus geholt, der durch die Baumnadel ist. Können wir ins Lohr kommen? Ja, sicher, da von denen kommen Sie rennen. Das ist für Stelle. Den kennst, die kennen Sie, ja, das ist mir Mann. Und das ist mir Schwiegermutter. Sie ist ein bisschen vierlich, was uns zu Besuch ist von drüben. Ja, Norbert zusammen. Ich hatte aber kein Ziegbüch. Unsere Baum ist nämlich am Norden. Tatsächlich, der Baumnadel. Aber was machen wir denn jetzt, George? Rufen Sie doch mal den Schuldienst an. Da muss man so einfach uns das mal zu erlernen. Was hat denn für einen Notdienst? Ah, ich komme ins an, George. Na, vom Botanischen Institut. Die wissen doch nicht, wo sowas Bescheid ist. Ja, Breitinger am Apparat, das ist so. Das nämlich bei uns der Baum am Nadeln ist. Was? Nee, ich sage euch doch, der ist am Nadeln. Ja, was? Ja, ja, Rohrbacher Straße 183 bei Breitinger. So, ist in Ordnung. George, der hätte gesagt, sie kommen direkt. Oh, dass die direkt kommen. Na, das ist doch wohl das Mindeste in einer solchen Situation. Mein Gott, der nagelt ja immer noch furchtbar. Das ist nicht furchtbar, das ist phänomenal, ist das, der Reif. Häusler vom Tageblatt. Sagen Sie, stimmt das? Bei Ihnen soll der Baum nadeln? Ja, das ist bei uns, kommen Sie rein. Oh, vom Tageblatt nur an. Ja, doch, da ist der Baum, der doch. Oder ein Foto machen. Gute Zerpetz, die Frau will ein Foto machen, wie der Baum am Norden ist. Und hochgetrunken. Frau Schmidt, jetzt sagen Sie mal ein bisschen um sich, das ist nämlich hier unser Baum, der am Norden ist. Anna, du küsst zu mir. Ja, das ist so. Gut, wer küsst denn jetzt noch? Ja, der Notdienst vom Botanischen Institut. Professor Dülmen vom Botanischen Institut. Verzeihen Sie, dass ich einen Teil meiner Studenten mitgebracht habe. Aber hier soll ja ein Baum nadeln. Bin Absolut. ich da richtig informiert? Oh, absolut korrekt, Herr Professor. Tut mir leid, dass ich dazwischen gesprochen habe.
Gestatten Sie Breitinger, das ist unsere Baum, der hier am Ladung ist. Die Frau vom Tageblatt hätte doch auch zu sehen. Ja, meine Damen und Herren, dies ist nun ein nadelnder Baum. Ein Naturschauspiel, bei dem ich es für richtig gehalten habe, Sie trotz der späten Stunde hierher zu bitten. Der Vorgang ist folgender. Schorsch meint sich doch noch das Fernsehen noch anrufen. Liebelein, Erna, Liebelein, das ist so eine gute Idee. Aber unterbrecht der Professor doch nicht dauernd. Dieser Baum, dessen unwahrscheinliche Fähigkeit zu nadeln uns ja aus der wissenschaftlichen Literatur durchaus bekannt Ja, Breitlinger ist da im Fernsehen. Ja, das ist nämlich Besuch. Jetzt halten Sie sich ins Jod fest. Bei uns ist nämlich der Baum am Nageln. Erna, los Jod sind. Er hat abgehört. Was? Der Nagel bewegt. Nee, auf jeden Fall. ist. Das ist richtig, meine Damen und Herren. Das Naturschauspiel ist vorbei. Der Baum hat das Nadeln eingestellt. Aber ich bin glücklich, dass wir wenigstens einmal... Naja, wenn der nächste Jahr da ist, dann können wir jetzt ja nicht. Oh, der Baum nagelt Mimi. Dann heulen. Nur sowas, dass ich das in meiner alten Jahre noch erleben muss. Auf Wiedersehen und vielen herzlichen Dank. Ja, und eine Million wünscht auch alt zusammen. Erna, kannst du uns sagen, was das hier war? Nee, so jetzt oben, jetzt nur der dann ins Arm, wie der da steht. Als wenn ja nichts gewesen wäre, der Baum. Und dann war er gerade abends noch genommen. Sind ein Alter? Ja, wunderbar. Als ich noch klein war, sagt mir Bach-Stars zu mir, Jung, du bist jetzt so groß, das ist ja ein Widerspruch in sich. Ich wollte ja nicht, du bist jetzt so gut. Du musst uns baden in der Kirche. Los hatte ich ja nicht. Wenn ich da kommt, in einem Vater, das in ihr Falle. Am nächsten Sonntag bin ich dann mit dem Los getroffen. Wenn wir in die große Kirche reinkommen, habe ich mich zuerst erschrocken. Da kam vom Boden ein Raff von einem Balkon, der so gebaut hatte, lauter Musik runter. Das war schön. Dabei summen sie noch hoch für Glück durcheinander, so, dass ich überhaupt nichts verstanden konnte. Dann habe ich mir so rumgedreht und ich starre ständig oben den Traum. Der Glück waren alles sortiert. Was war ich froh, dass ich mit meiner Bank da war. Links in der Bank saßen nur Frauen und keine einzige Mann. Und rechts von mir mit Tant und noch ein paar Jungfrauen und sonst nur Männer. Im Übrigen war das genauso wie in dem kleinen Dorf im Westerwald, wo ich herkomme. Das ist natürlich noch so. Ganz vorne war eine riesige Bühne aufgebaut mit einem Tisch. Ich habe mir jetzt angeguckt, in der ganzen Kirche habe ich keine einzige Tisch. Da hätte laut Schelle, da kommen 3 Maskierte an der Tür raus. So eine Ahnung und 2 Junge. Die kommen direkt mitten in der Kirche auf und spritzten den Lückkreis und links nahes. Ich dachte, oh, wart, Junge, wart ab. Nächste Woche bringe ich mein Wasserpistole. Dann wollte die 3 Gefürche machen. Das hätte aber nicht so richtig geklappt, denn im Not nächstes Mal die ganze Kirche hochmachen. Wie sie alle Juden am Husten hatten, packten sie das Qualmöffchen wieder fort. Jetzt sind die 3 an die Treppe von der Theke. Da hörte so der Kleine dem Arm den Kapp vom Kopf und brat sofort. Halt, Darich, das geht jetzt einfach, wenn der Arm die Kapp vermisst. Und richtig, der Kleine war gerade fort, dann ging die Sökerei los. Der Arm bückt sich und zögt die Kapp am Boden, die 2 Kleine klebten sich daneben und täten so machen, als hätten sie mitzünden. Ich hätte dir sagen können, wo die Kapp ist. Aber ich nach los
Söhne. Wenn die noch eine Minute nicht mehr wissen, wo sie die Kappe hingedungen haben, dann muss ich das dann nur nicht sagen. Wie sie dann nichts fingen, ging der alte Treppe hoch und sagte in einer fremden Sprache, was ich bedenke, was das heißen soll, O lebe Gott, mein Tagesfund. Die Lügstunden da oben riefen, wir haben sie nicht, was willst du von uns? Dann ging auf die rechte Seite von der Theke und schlug in so einem schweren Adressbuch nach und fing da drin an zu blättern. Ich denke mir, jetzt sucht er bestimmt noch die Adresse von dem Geschäft, wo die uns die Kappe gekauft hat. Scheinbar hätte sie nicht gefunden. Er ging damit in der Mitte von der Theke, dreht sie rum und rief ganz laut, Lebe Gott, mein Tagesfund! Aber der arme auf die Sökerei nicht dran. Jetzt klummen oben so kleber Bötchen, was mit in der Kirche war und sögt Donnerwecker. Dann sagte der Höchste das Neueste und fing an zu erzählen von der Ewigkeit. Wenn wir jetzt gefunden hätten, mögen wir das denn zurückgeben, der es verloren hätte. Das ist das wieder von der Kapitale. Wie er dann von der Bötchen raufkommt, schickte einer von der Kleine los mit einem Dorfgeld in Sammeln. Wahrscheinlich für Neukapp. All denken sie jetzt in das Dorf hier. Von der Fülle von Zellerei hat der Arme gekriegt. Denn wir wieder an der Teestunde dürfen die Kleine dem jetzt zu trinken. Das war aber so eine feine Pinkel, der lädt sich bei jedem Schlückchen den Mul aufputzen. Dann kriegt er noch eine Handtuch gebracht. Ich habe mir gedacht, wo hätte er sich denn so dreckig gemacht? Der war doch nur auf dem Bötchen. Jung, wenn ich so pingelig wäre, würde ich die ganze Tag mit einem Handtuch rumlaufen. Jetzt nahm der alte Pokal und hielt ihn in der Luft. Wahrscheinlich, weil so viel Geld zusammengekommen war, wollte er losjagen. Die Leute sprangen alle auf und rosten noch Flöcke. Ich bin dann ins Mädchen gegangen. Denn von der verbrannenden Luft hatte ich ganz schön durchgehen. Aber wie ich dann an der Theke stand, drückte mir ein Oklad in der Hand. Ich dachte, was soll ich denn jetzt mit der Oklad? Und haben sie mir in der Tasche gesteckt. Die Leute haben sie aber auch gegessen. Wahrscheinlich hatten die noch nicht gefrühstückt. Sie liegen dann ganz bedrüppelt wieder in die Bänke und hielten sich verzweifelt den Kopf, weil der sie so angeschmiert hat. Wie der Arme gut gespürt hat, ging er wieder mitten in die Aktivität, zeigt uns noch Wochen, noch und noch jeder sieht. Und da muss es einer von der Kleine schwer mit der Angst zu tun gekriegt haben, denn wie der Arme mit dem Pokal der Treppe raufkam, brachte der pflückt die Kappwinde. Jetzt hat der Arme die Kappwinde und das ganze Geld. So bündelt man sie jetzt. Der Arme rief dann laut, O lebe Gott, da ist sie ja. Lüg sagte, Gott sei Dank, hat der die Kappwinde und jochen sich alle der Hand. Dann fingen sie alle laut an zu singen, weil die so froh waren, dass der die Kappwinde hat. Wie lange die Musik noch gespielt hat, weiß ich nicht. Ich bin nämlich dann hingegangen und habe das meiner Mama erzählt, so wie ich das auch erzählt habe. Und zwar heißt das, in Bethlehem wurde er geboren als Solistinnen Anja Erhardt und Angela Stowasser. Sie werden unterstützt von Teilen des Soprats. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
sehr besinnlich, nicht so rockig wie von King Size Dick, sondern meine Lieder sind eigentlich eher etwas ruhiger. Und ich bin da so ein bisschen auch auf die Tradition eingegangen, so wie man sie früher auch immer gelebt hat. Wer macht das eigentlich noch von Ihnen heutzutage unter einem Weihnachtsbäumchen Lieder singen, Gedichte vortragen? Gibt es davon noch welche hier im Saal? Macht das noch jemand? Ah, da hinten. Wunderbar. Ich hoffe, ihr haltet die Tradition bei, denn es ist eine wunderschöne Sache. Genauso wie in meinem nächsten Lied, die Weihnachtskids, ja. Der Chef, Kollege, ein Nachbar und manchmal ist es tatsächlich sogar jemand aus der Familie. Und gerade zu so besinnlichen Tagen wie die Weihnachtszeit wäre es doch wunderschön, einfach mal auf diesen Menschen drauf zuzugehen, ihm die Hand zu reichen und einfach nur ein nettes Wort zu sagen. Wie zum Beispiel schöne Weihnachten.
So, das nächste Lied, was ich jetzt vortragen möchte, das habe ich vor kurzem erst geschrieben. Und zwar, wir sind mit dem Chor schon seit einer etwas längeren Zeit damit beschäftigt, unsere wunderschönen Weihnachtslieder zu singen. Und sind ja in der besinnlichen Zeit angekommen, so Anfang November. Die Kerzen stehen schon auf dem Tisch, man hat schon die Heizung aufgedreht und man liegt schon abends so eingekuschelt auf der Couch. Und am 11.11. wird ganz besinnlich die dicke Thronmusik-Park. Und ganz besinnlich kölsche Karneval gefeiert. Und dann habe ich gedacht, so, an dem einen Tag ist es völlig besinnlich, am nächsten Tag lässt man das auch aus. Und dann habe ich gedacht, da müsste man doch eigentlich mal ein Lied drüber schreiben, diese Situationen zu kombinieren. Denn das geht ja nur in Köln, das geht ja nirgendwo anders. Man geht Bus auf den Weihnachtsmarkt, besinnlich, schick gekleidet, trinkt eine Glühwein oder ein Dürrweger, das wird gefeiert und die liegt schon am Tisch. Und das habe ich zusammengefasst. Und zwar in einem Lied, bei dem Grunde genommen jeder kennt. Jetzt können, das kann man sich
jetzt trage ich noch ein Lied vor, bevor wir so ein bisschen in die Endrunde gehen. Und dann machen wir auch einen Abschluss, einen wunderschönen Abschluss mit dem Chor zusammen. Aber auf dem Weg wollte ich da ganz gerne noch mitgeben. Man rennt durch die Stadt, im Grunde genommen, um ein wunderschönes Geschenk für die Weihnacht, für den Liebsten zu kaufen, anstatt sich mal wirklich Gedanken darüber zu machen, was das Leben wirklich beinhaltet. Mal wieder darauf zurückgucken, woher wir kommen, was wir sind, was uns wirklich bewegt. Und es sind nicht immer die besten und schönsten Geschenke, das schönste Geschenk. Ja, lebt David. Was soll ich dazu sagen? Ich habe gestern Abend gesagt, es ist wirklich für den Moderator, wenn du Spaß, dich anzusagen, wenn du Spaß, sie abzusagen, wieder von der Bühne zu entlassen, aber am nächsten lege ich dich eine Stunde lang her. Da bin ich hier ganz ehrlich. Was sagen Sie, meine Damen und Herren? Ist das die Tochter vorbei? Ja, einen herzlichen Dank auch an Angela Strohwasser und Rainer Besen, die mich letztendlich das letzte Jahr komplett begleitet haben und letztendlich wirklich fördern ohne Ende. Und es hat unglaublich viel gebracht. Es hat mich so weit gebracht, dass ich sogar am 8.12. bei den Bure zum Vorprogramm bin. Und darüber freue ich mich besonders. Es gibt
dir jetzt auch das Blumensträußchen des Chores noch überreichen. Diesmal darfst du es behalten. Gestern Abend habe ich das wieder abgenommen. Ich war schon die ganze Zeit traurig, dass ich es nicht mitnehmen durfte. Ja, es gibt es immer zweimal von uns, es liegt in 2 Stück. Dankeschön. Wie machen wir das jetzt, Elisabeth? Nimmst du das wieder an dich? Also du darfst es mitnehmen, ich gebe es nur weg. Okay. So, die Blumen kannst du und einem da hinten drücken. Wir haben uns bei der Zusammenstellung des Programms genau überlegt, wie wir den Schluss machen wollen. Warum sitzt du da? Was? Tatsächlich, wir haben uns nicht überlegt, wie wir es machen wollen. Sie hat es sich überlegt. Ja, war eine Gedanke zu früh. Ich hätte sie jetzt fast schon nach Hause geschickt und die hätten noch gesungen. Es ist immer schön, wenn man bei so Veranstaltungen zusammen anfängt und auch zusammen aufhört. Also es wäre schlecht, wenn Sie nicht da wären und wir sind noch am Singen, oder es wäre schlecht, wenn Sie noch da sind und wir sind dort. Zu viele Sterne, bekannt aus der kölnischen Weihnacht, wird der Chor jetzt vortragen und dann kommt Engels Wunsch. Engels Wunsch ist wieder mal von Angela Strohwasser umgeschrieben worden auf den kölnischen Text. Das Original ist von John Denver. Perhaps Love. Solisten drin auf Elke Federlein, Sabine Schnellsack, Elisabeth Braun, Angela Strohwasser und sie werden unterstützt von Teilen des Soprans. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei Zu viel Sterne und dann bei Engels Wunsch.
Ja, danke. Ja. Lars, bist du noch dort? Gang Dinge weg, ohne Eil und Hast, und sünd dir Friede, in dir selbst zu finden. Wenn es dir möglich ist, versuch der andere zu verstehen. Sagen wir Wahrheit ruhig und besonnen, hör ihm zu, auch wenn er gleichgültig und unwissend ist, denn auch er hat sich Sorgen. Egal, ob er noch jung und offensiv oder ob er schon alt und blöd ist. Wenn du dich mit all der anderen vergleichst, wirst du feststellen, du liebst immer Menschen, die entweder größer oder kleiner, besser oder schlechter sind als du selbst. Sei stolz auf deinen Erfolg und denk auch an die Karriere, aber blieb bescheiden, denn das Schicksal kann sich jederzeit drehen. Sei vorsichtig in deine Geschäfte, denn die Welt ist voller Listen und Tücke, aber lass dich trotz allem nicht von Dingen Weg abbringen. Füll den Quelle von hohen Idealen und überall wird Heldenmut angepriesen. Blieb du selbst und heuchle nicht Mitgefühl, statt der Liebe nicht zynisch gegenüber, denn sie ist das Einzige, was wahr und unvergänglich ist. Sei dankbar über jedes Jahr, das du erleben darfst, weil mit jedem Tag bestimmte Jugend entschwindet. Bereit dich um den Augenblick für, in dem dir Unvorhergesehenes in die Leben tritt. Aber zerstör dich nicht selber aus lauter Angst für die Einsamkeit. Sei immer so, dass du für dir selber bestimmen kannst. Du hast ein Recht, um der Welt zu sein, genau wie die Blut, die blöd, wie der Stern in der Nacht. Doch auf der Welt, da lebst du nicht allein. Hast du schon uns noch eine neue da? Drum schließ Friede mit Gott, wo immer ihr dir auch begegnet. Ganz gleich, was dein Leben dir auch an Schwierigkeiten überlegt. Lass den Verschluch und Buch die Ideale zerbrechen. Die Welt ist immer noch schön. Versuch auf ihr zu leben und glücklich zu werden. Vorgetragen haben, ein Gedicht von Max Ehrmann, hat nichts mit dem Joker zu tun, ist in den USA geschrieben worden 1927 und die kölsche Übersetzung, darf ich glücklich sind, ist von mir. Meine Damen und Herren, es war mir ein Vergnügen, dass ich mal wieder Ihr Gastgeber heute Abend hier sein durfte. Ich musste eben draußen, wie der Dick sagte, ja, brauchst du mit uns hochen. Da fiel mir so eine Episode aus meiner Kindheit ein. Da habe ich mit meinen Eltern immer den blauen Bock geguckt. Da ja, man den einen Schenk. Und damals habe ich mir gesagt, so was würdest du auch ja mal machen. Gut, zwischen der einen Schenk und Anke der Eberroy. Ich mache hier mit Ihnen fantastische Weihnachtsabende. Ich darf Ihnen diesen wunderbaren Chor präsentieren und die wunderbaren Künstler, die wir oben haben. Und das ist für mich ein Highlight, muss ich wirklich sagen. Sie sind ein fantastisches Publikum gewesen heute. Und heute geht es um Reigen zu Ende. 4-mal für Weihnachten. Ich möchte. Also. Du sagst jetzt mal gar nichts. Aber mir gesagt, ich habe so schaut auf eine Frau, also wir möchten uns ganz herzlich bei Weihnachtsstern
bedankt sich nicht nur bei uns allen, weil ihm bedankt sich eigentlich gar keiner. Da haben wir gedacht, wenn das so viel redet, muss er ja einfach was singen können. Ne? Wir helfen dir auch wirklich gern. Bitteschön. Dankeschön. Oh, das ist noch Applaus. Erstmal schön. Vielen Dank an die Chormitglieder. Jetzt muss ich wieder anfangen. Gut, 4-mal Kümmerweihnacht sind heute Abend zu Ende. Ich möchte mich bedanken beim Chorjäckebüngel. Ich möchte mich bedanken bei unserer fantastischen Bedienung von der Ehrengeigen Siko. Ich möchte mich gerne bei der Technik, bei der Garderobe, bei der Bäckerei Bröhr, die sie mit Kuchen versorgt hat und die auch für die Senioren den Kuchen noch dazu gestiftet hat. Der Antje Kessel an der Drehorgel, ich hoffe, sie ist noch da. Da oben, gut, alles klar. Antje, vielen Dank, dass du dabei warst. Bei allen Helfern. Ich habe gestern einen vergessen aus meinem Dorf in Buchholz im Westerwald. Ist einer extra mit dem Transporter hier runtergekommen, der uns hier hingefahren hat. Der fährt uns gleich wieder zurück und fährt dann wieder nach Buchholz. Das ist Freundschaft, die man dann in den Fällen brauchen kann, weil wir haben so viel Kram, was wir mitnehmen müssen. Ganz erstaunlich. Beim Werksfotograf Jürgen Fahrenkamp, der wohl gerade noch schon Blitz da oben, da sitzt er. Bei dem Werksfirma, wo ist der? Der ist noch dort, Gregor Rotarius. Dann bei meinen Gästen, die ich heute hier begrüßen durfte, Kingside Stick, der war übrigens noch lange draußen, also der heute nur so ein paar Minuten verändert. Annelies vom Wochenmarkt und natürlich Karin Katharina Köppe. Ja, für mich war es wieder ein Vergnügen, dass ich durchs Programm schauen durfte. Ich bedanke mich nochmal bei der Firma Müller und Röstner für die Unterstützung, dass wir die Senioren hier gekriegt haben oder dass wir es denen ermöglichen konnten, hier nach teilzunehmen. Jetzt stelle ich Ihnen mal den Chor kurz vor, das habe ich dem Stadtrat noch nicht gemacht. Das ist immer so bei mir etwas, was ich gerne tue, damit ich noch weiß, wie die Lücke ist. Ich fange mal an. Karin, Andrea, Rosi, Hans, Günther, Sabine, Margret, Anja, Helga, Britta, Elke, Erika, jetzt wieder. Oh! Ich habe da, jetzt wird das einfach. Uschi, Elisabeth, Heidi, Angela, Rainer. So. Reinhold Doll, der sonst auch mit bei uns singen würde, erkrankt, lag zum Teil im Krankenhaus, liegt zu Hause. Ich denke, von hier aus am Video ein Applaus an Reinhold und auch den Stückeraten. Ja, ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Mir persönlich hat es gefallen. Wenn Sie uns wieder hier im Saal zur Güte sehen wollen, am 9. Einen Moment. Achso. Wir bedanken uns recht herzlich für unsere Chorleitung, die mit Geduld und Mühe unsere Stimmen, die manchmal ein bisschen schräg sind, in die gerade Richtung gerückt hat. Und wir möchten uns recht herzlich bedanken. Heute steht nur noch auf, wenn diese Blumen diese Nacht neben meinem Bett stehen. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich war gerade dran, Sie einzuladen, wenn Sie uns wieder folgen wollen bei einer Weihnachtsveranstaltung am 9. und 10. Dezember 2017. Laden wir wieder ein zur Kirche Weihnachtsfeier hier in der Güls. So, und jetzt sage ich einfach unser letztes Lied. Wir verabschieden uns jetzt von Ihnen mit Wir danken euch. Dankeschön. Lars? Ich denke, du bist nicht da. Man
was jeder kennt. Wir danken nicht, kommen jen wieder hin. Es war eine schöne Arbeit, es war schön, dich zu sehen. Ob ein großer Schau, ein kleiner Kleid oder ein Saal, wo immer man sich trifft, das ist ganz egal. Wo der Lars und links und vom Herzen sitzt, wo mit dir so geht, erfüllt mit Spaß und Freude, dort wo er sich versteht. Wir danken nicht für den Moment, Glücksgefühl, was jeder kennt. Wir danken nicht, kommen jeden Weg dahin. Es war eine schöne Arbeit, es war schön, dich zu sehen. Wo soll sehen, ob jung oder alt, wo der Moment verbindet, wo man schon gehört zusammen, wo wenn man sich nicht kennt. Ihr seht, was strahlt, weil es glücklich ist das schönste Ort der Welt. So jetzt kannst du nicht bezahlen, das kriegst du nicht für Geld. Wir danken nicht für den Moment, Glücksgefühl, was jeder kennt. Wir danken nicht, kommen jeden Weg dahin. Es war eine schöne Arbeit, es war schön, dich zu
wünsche Ihnen wunderschöne Weihnachten, eine schöne Adventszeit, eine gute Rutsch und meine Freunde, die irgendwie mit Barcelona